Im Schlaraffenland. Heute war ich verzeihen, wie ich sein muss im Schlaraffenland gewesen bin. Also, als erstes hat mich die Gaudi dort überrascht. Auf denen ehernen Straßen wurzeln gerade so vereiserne Maschinen, in denen die Leute umeinander fahren. Jeder hat's nötig und jeden pressiert's. Sogar am Himmel um fliegen eiserne Vögel, in denen Leute drin hocken. Was das für eine Gaudi und für eine Gestang ist, könnt ihr euch wohl denken. Die Leute dort scheint es aber nicht weiter zum Stören. Wenn ihr euch einbeizt, dass wenigstens auf die Nacht der Ruhe war, habt ihr euch getäuscht. Weil die Leute im Schlaraffenland schlafen nicht etwa, wenn es finster ist. Überall gibt's Lichter, die was ihre Häuser und Straßen auch in der Nacht taghell beleuchten. Die halbe die Nacht hocken die Leute vor flimmernde Beutelkisten. Dazu saufen sie selbst, was recht damisch macht. Aber noch nicht nur, dabei stecken sie kleine, mit Bladel gefällte Papierrollen ins Maul, zünden sie an und schnaufen durch glatt eingestungenen Rauch ein. Ins Bett gingen sie erst recht spät in der Nacht, wenn in der Beutelkisten kein Beutel mehr kommen. Dafür schlafen sie dann oft weit in den Tag ein. Die Leute im Schlaraffenland wohnen in grossen Häusern. Da gibt's Sachen so gäng. Niemand braucht dort mehr das Wasser vom Brunnen holen. Da drückst du auf einen Hebel und schon ins Wasser, warm oder kalt, wie du das gerade möchtest, aus einem glänzenden Rohr. Oder meinst, dass dort etwa Holz wagelt, Holz haut und sich schimpft? Wer es warm haben mag, dreht an einen Knopf und schon wird's warm im Haus. Kein Feuer, kein Trick, wie eine Zauberei. Leider haben's Essen in Eisenbixen und Schachteln versteckt. Wenn sie nicht überall so schöne Beutel draufpickt hätten, wüssten wir gar nicht, was drin ist. Wir, wo wir gewählt sind, alles frisch von die Bäumen zum Zupfen oder aus der Erde zum Graben, wir könnten uns an das Bixenzeug wohl nie gewinnen. Überhaupt, was die das ganze Jahr für ein Zeug einfressen. Wir gaben mir so verkocht's, verzuckert's und versalzen's Klump nicht einmal ein Hund, aus Angst, dass er am Tor ausgegangen ist. Meinst du, die essen die Sachen so, wie es der Herrgott geschaffen hat? Das ist ja nicht fein nur. Da müssen die erst sehen, noch ein wenig umeinander mankeln. Dafür hocken sie dauernd beim Doktor. Krankheiten haben's, die kämen mir gar nicht. Ganze Birkel gibt's, in denen nichts anderes als wie ihrer Wedum drin steht. Es braucht den aber auch nicht wundern. Jeder Zeit darum Wampen umeinander und manche sägt vor lauter Speck fast immer vor die Augen aus. Die Leute dort arbeiten nicht wie wir im Wald und auf die Felder. Aber arbeiten müssen sie auch. Die einen in große Hallen und laute Maschinen, die anderen hocken in kleine Kammerl und gageln den ganzen Tag auf Papier rauf. Wieder andere schneiden den Leute am Bauch auf oder tragen den ganzen Tag ein Gummiwutzel spazieren. Manchmal sind die Leute mit ihren Fahrmaschinen stundenlang unterwegs, bis sie an ihren Arbeitsplatz hinkommen. Dort bauen sie dann mit einer Maschine eine andere Maschine und mit dem Geld, was sie dafür kriegen, kaufen die sich wieder eine neue Fahrmaschine. Wenn sie ein wenig spekulieren taten und daheim bleiben, könnten sie den ganzen Aufwand sparen. Weil dann brauchen sie die Maschine gar nicht. Oder braucht man mir etwas in die Maschine? Das ist ja das Narische. Die Leute im Schlaraffenland schinden sie für Sachen, die wir mir überhaupt nicht brauchen. Beutelkisten, Fahrmaschinen, Rauchrollen und lauter Sehnekrampf. Wie ich es einmal darauf angeredet haben, haben sie gesagt, ich kam halt wer weiß woher und wüsste halt nicht, was Fortschritt ist. Was mit ihrem Fortschritt dauernd zwei haben, habe ich nie nicht verstanden. Meinst du, die könnten sich einmal in Ruhe hinhocken und sich übers Tagwerk frei? Als wenn sie Wissen im Ohr schäten, ja, als wenn der Teufel hinter ihr her war, als wenn sie Angst hätten, selbst zum Versammeln, den ganzen Tag und die halbe die Nacht treibt es umeinander. Wenn sie heimkommen von ihrer damischen Arbeit, wissen sie nicht mehr, was sie da sind. Aber was sollte man denn auch tun in so einem Wunderhaus? Dann fangen sie halt Spinner an.
Die Weiber putzen deren Wohnung, obwohl es gar nicht dreckig ist. Die Männer polieren deren Fahrmaschine, dass die eins mit ihr warten zu verheiraten. Manche rennen wie ein Blöd hinter aufblasene Lederkugeln her oder schauen zu, wie andere dahinter herrennen. Dabei schreien sie und fetzen so, als wenn sie angestochen wären. Wieder andere binden sie im Winter Holzbredel am Füß und rutschen tagelang von Schneideberg ein. Und dann gibt's noch eine, die hauen sie mit dicken Handschuhen so lange ins Gesicht, bis einer umfällt. Und die ganz anderen versuchen wie die Narren mit einem Stecker eine kleine Kugel in ein kleines Loch reinzustechen. Ich sag es ist kaum zum Glauben, was sie im Schlaraffenland die Leute alles einfallen lassen, nur um ihre Zeit dort zu schlagen. Und gespannt nicht, dass Zeit das Wertvollste